zusammen, schön sind dran bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ich freue mich extrem, heute wieder einmal mit euch zusammen etwas zu basteln. Und ich weiss nämlich auch schon was. Wäre blöd, wenn ich es nicht wüsste und jetzt müsst ihr überlegen. Zwar holen wir noch an uns natürlich unser Junk Journal, das wir miteinander gemacht haben. Und wir blättern hier schnell mal ein bisschen durch, weil ich bin hier letztes Mal auf etwas gestossen, mit euch zusammen natürlich. Und zwar auf die Karten, die hier drin stecken. Das hätten ja mal solche Täschchen geben, irgendwie solche hier. Und dann habe ich sie dummerweise den höheren Weg draufgeklebt, anstatt den breiten Weg. Und dann sind die Führung und da habe ich mir jetzt auch schon überlegt, was wir mit denen Schönes machen könnten. Und zwar wären das Journalkarten, die wir jetzt noch ein bisschen aufpeppen miteinander. Und zwar werden sie zuerst mal rundum ein bisschen geinkt. Und ja, wie könnte es auch anders sein? Ganz langweilig. Nehmen wir hier Walnut Stain. Einfach ein bisschen anbrünzeln rundum. Und wie könnte es auch anders sein? Ich muss wieder mal das Ganze ein bisschen nass machen. Weil mir der Kerb schon wieder trocken geworden ist. Wieso denn das? Wieso geht das immer so schnell trocken? Weiß auch nicht. Ist ja egal. Spielt überhaupt keine Rolle. Geht ja super gut. Einfach ein bisschen Wasser drauf spritzen. Und schon ist es wieder einsatzbereit. So. So. Ich habe das Gefühl, auf der anderen Seite, da gefällt mir ja die Rückseite recht gut, weil die so ja, ein bisschen speziell ist für eine Dingsbumskarte, für eine Spielkarte. Die sind ja aus alten Spielkarten haben wir die gemacht. Und ja, da nützt da überhaupt nichts, wenn ich da hinten etwas drauf schmiere. Aber ich werde die wirklich einfach so lassen, weil ich die Rückseite noch recht speziell finde. Und recht cool. Hier auch. Machen wir jetzt nichts, wenn das glänzt. Das ist egal. Soll das doch ein bisschen glänzen. Und dann, wenn wir da rundherum sind, habe ich mir vorgestellt, wir nehmen meine Punch-Outs, die ich habe von der Sizzix ausgestanzt. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon gesehen, wenn ihr mal schon auf meinem Kanal reingewechselt habt. Mein Ordnerli mit meinen ganzen Sizzix-Standteilen. Einfachheitshalber habe ich mir da schon ein bisschen etwas rausgesucht, damit wir jetzt da nicht noch lange blättern müssen. So, mal schnell schauen. So ist richtig und so ist richtig. Und ich habe mir auch vorgestellt, beide können so ein hübsches, oh, ich komme ein bisschen oben runter. Oh, wie sagt man denn? Ein Banner über. So. Beide bekommen das Banner. Das sieht noch fast ein bisschen aus wie so ein alter Buchrücken. Irgendwie, vielleicht mit viel Fantasie. Und das bekommt ein wunderbares Herzchen plus ein Schlüssel. Und das da bekommt ein Sommervögeli und ein schönes Blümli. So, einmal so. Und einmal sollte das so aussehen. Dann leimen wir doch die ganze Sache gerade mal auf. Ja, ich glaube, Stiftleim lenkt. Stiftleim lenkt doch. Da geht man ja nicht gross dran rumknübeln und rumreissen. Einmal zwetschgen. Die Bannerli finde ich einfach auch so wahnsinnig herzig. Ich stanze das Zeug aus manchmal mit Buchseiten, manchmal nehme ich gerade irgendwie ein Scrapbook-Papier. Ich habe auch schon, wenn ich so dünnes Scrapbook-Papier hatte, habe ich das noch irgendwo auf ein kleines dickes Papier zuerst draufgeklebt und nachher ausgestanzt, damit es dann auch so ein bisschen
fest geworden ist. Das hier ist jetzt ein bisschen dickeres Papier. Ich habe auch schon Notenpapier genommen. Das sieht auch sehr herzig aus. So, da wäre das Wunderbare. Und jetzt hier auch nehmen wir zuerst das Banner. Das Banner hier ist so aus einem Schälprint. Von denen habe ich einige ausgestanzt und ich finde es so genial. Es sieht ein bisschen aus wie Leder, findest du nicht? So altes Leder. Vielleicht sieht man es auch gar nicht so gut. Oder vielleicht meine ich das ja auch noch. So, gut. Und dann als Herzchen. Die feinen Sachen sind ein bisschen mühsam, ehrlich gesagt, zum Leim drauf schmieren. Aber es geht schon. Komm. Oh, schön Herzchen drauf. Juhu. Da hat es jetzt nicht so Leim verrutscht. Und da geht ein bisschen zu viel. Da ein oh, da hat es schon. Man muss nur richtig drauf drücken. Komm, gang jetzt doch einfach da drauf. Hey, ehrlich, es will voll nicht. Es kommt immer wieder ab. Nerv nicht. So. Voilà. So, und der Schlüssel. Gut. Kommt auch da drauf. Prima. Habt. Der folgt wenigstens. Gut. Oh, warte. Jetzt habe ich ihn gerade ein bisschen zu weit aufgeklebt. Oh, ich kann noch weiter runter wählen. Ja, ist gut. Ist gut. Alles gut. Alles gut. Nicht passiert. Weil, nämlich, hier in der Ecke, da kommt darum dann noch etwas. Und zwar habe ich mir vorgestellt, so ein, wie heissen sie? So eine Öse. Eine Öse. Ja, mache ich jetzt gerade mit dem. Ich habe 4 mm Öse. Das ist ein bisschen, ja, wo kommt es her da? So, oh ja, klappt. Prima. Und nächstes, hier auch noch. Schöne Ecke. Zack. Voilà. Dann der grosse Teil kommt vorne, weil dort wird es nachher schön. Und dann, manchmal gibt es ja ohne die Hinterteils da. Ich finde es aber ein bisschen hübscher. So, und jetzt brauche ich noch, mir fehlt ja etwas, merke ich gerade. Das ist es, glaube ich. So, ja, genau. So, und so, drücken. Komm. Gib ihm. Oh, der sieht jetzt nämlich auch von hinten hübsch aus und nicht so extrem verrissen. Oh ja, er ist jetzt gerade ein bisschen näher am Rand. Der hat noch ein bisschen weiter unten dürfen sein. Ja, so der. Ja, der ist ein bisschen besser. He? Und selbst der, so komm. Selbst der ist noch ein bisschen näher. Aber das macht nichts. Das macht gar nichts. Ja. Zack. Zudrücken und prima. So. Ha. Jetzt wollen wir auch natürlich noch etwas dranhängseln. Irgendein Anhängsel. Oh, geh weg. Ich habe hier so solche Bändeli von irgendwoher. Die Bändeli kommen dran. Und irgend so ein kleines Charm.
Da mit dem Schlüssel würde ich super in einem Schlüssel aussehen. Und da haben wir ja noch ein Herzli. Wie wäre es denn mit einem Herzli-Schlüssel? Nicht allzu gross, aber der, der wäre doch süß. So, oh ja, der passt super zu den Ösen. Und nachher hier für das Sommervögel. Oh, ein Herzli. Ein Herzli, oder was hat es noch? Ah, Sternchen passt jetzt nicht so. Da haben wir noch ein Pfau. Pfau oder Herzli? Nein, Herzli. Ich glaube, ich nehme Herzli. Bleiben wir doch gerade beim Herzli-Thema. Also, hey, schau mal, wie super, mega schnell, dass das gemacht ist. So. Und das sieht vor allem ein bisschen nach etwas aus. Wenn ich es dann durchziehen. So. So. Und das ist einfach da so ein Höckeli. Zack. 3. So. Und dann bambelt da so ein Herzli. Das ist ja süß. Und das gleiche machen wir da. Einmal rein. Einmal durchziehen. Tack. Und upsla. Einhängen. So. Irgendwie denkt es mir, dass da noch ein bisschen etwas fehlt. Man hätte natürlich die Standsteile auch noch ein bisschen inken können, dann wären die ein bisschen besser so ein bisschen vorgeleuchtet. Für das ist es jetzt natürlich die Spoing, aber wie wäre es, wenn wir auch noch irgend so etwas Glitzeriges drauf tun? Da hat es ja schon so ein bisschen Gold dran am Sommervögel und am Blümchen, ich weiß gar nicht, ob man es sieht. Aber auch hier könnte man doch noch so ein bisschen etwas mit Perlen. Oh, und da haben wir da auch Perlen. Perlen oder Glitzer? Ich weiß es gar nicht. Es sieht besser aus. Komm, Perlen. Perlen ist gut. Perlen, machen wir hier eine. Da, so eine grosse, komm, geh weg. Eine mittlere. Und dann eine ganz kleine. Es klebt an mir. Es soll nicht an mir kleben. Nein, geh da drauf. Oh, ehrlich. Also ein kleines Geschmäus, gell? So. Jetzt bist du nicht dort, wo ich die haben will. So will ich die. Jawohl. So, ein bisschen andrücken. Hoffen wir, es hebt. Das letzte Mal habe ich noch ein bisschen Leim gegeben. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass es hat. So. Oh ja. Das ist aber süß. Und da, wenn wir da etwas machen, oder eher hier bei den Blumen, auch da vielleicht so ein bisschen rundherum. 3 gleich grosse. Nein, jetzt klebt es auf der Unterlage, komm. Ich bringe sie ab. Stunden später. So, komm. Jetzt. Ich weiß aber nicht, ob das Sinn macht, wenn wir das auch mit den Pincetten machen würden. Ich habe das Gefühl, das rutscht nachher genauso raus. So. Einmal, zweimal und 3-mal. Nein, komm. Machst du es extra. Komm jetzt. So. Nicht so weit oben. Nicht so weit unten. Rüber. So. So. Oder noch eins da ein bisschen oben. Oder das noch ein bisschen runter. Und geh noch ein bisschen runter. Da noch ein bisschen runter. Und dann noch eins ein bisschen weiter oben. Habe ich noch eins in dieser Größe? Ich glaube schon. Das ist, glaube ich, so. Dann machen wir da auch noch eins. Oh ja, schau jetzt. Oh ja. So.
Hey, schau mal, wie süß. Jetzt haben wir da einfach in der kürzesten Zeit schnell so 2 wunderbare Kunstwerklis hergebracht. Was meinen ihr dazu? Mir gefallen die recht gut. Ich finde, man kann sie jetzt aber nicht so gut beide hier in ein Täschchen tun, oder schon? Das sieht jetzt ein bisschen dumm aus, ne? Das ist ein bisschen zu viel Gehänk, oder? Ja, ich glaube, ich tue da mal nur eins drin und das mit dem Schlüssel vielleicht, so. So. Und das ist ja jetzt hier die zweite Signatur. Ich glaube, das andere kommt hier irgendwo in die rein. Vielleicht, da haben wir ja noch Täschlis. Würde es da reinpassen? Ja, ich weiß nicht. Ja, ich bin jetzt noch nicht so überzeugt. Vielleicht kommt es dann noch irgendwo anders rein. Vielleicht basteln wir ja dann da hinten noch irgendetwas, wo wir dann das Kärtchen rein tun können. Jetzt, für den Moment, bleibt es noch schnell ein bisschen da. Und ja, ich würde sagen, mit diesem Bild verabschiede ich mich doch da wieder. Und ja, freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschauen könnt, wenn wir miteinander etwas Kleines basteln.